Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play Hearthstone uff Pilzig, frohes Nobelgartenfest, Mechano-Ei oder Mechano-Ei, Todesröcheln, ruft ein Robosaurus mit dem Werte 8-8 herbei, für 5 Mana und ist auch noch in Gold. Hier sind ein paar Eier aufs Haus, ja geiler Scheiß. Hui, zusätzlich gibt es noch 2 Dr. Bums Labor Booster Packs. Gewinnt ein Spiel im Modus Spielen, Hämmer als Schattenverschwörung, Quest, meisterhafter Hexenmeister, spielt 30 Hexenmeisterkarten aus. Sieg des Paladins, gewinnt 2 Spiele als Paladin. Huiuiuiuiuiui. Gut, dass man neues Karte-Chaos hin. Dann gucken wir nämlich Dummerei. Dr. Bums Übelgartenfest. Dr. Bum hat die Nase voll von bunten Eiern und süßen Häschen. Wählt eine Klasse und spielt mit den Überraschungen, die er in eurem Deck versteckt hat. Okay, zum Thema Paladin war jetzt nicht so wichtig. Wichtig war eher Hexenmeister, wenn ich das richtig verstanden habe. Haargenau. Und überall diese schönen Blüten hier, das finde ich schön gemacht. Also Events ist Blizzard immer ganz groß dabei, muss ich echt sagen. Okay, dann spielen wir mal Gul'dan als Hexenmeister. Und wir können ja theoretisch auch dann das Paladin-Gedöns hier auch übers Kartenchaos laufen lassen. An sich nicht schlecht, wir kriegen ja Decks vorgestellt hier. Das kann ziemlich amüsant werden, ihr liebe Leute. Ich bin sehr gespannt. Und hopp, 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 hopp. Gegner wird gesucht. Drückeberger Druide, das sind also die geilste Bezeichnungen mit dabei. Valera. Juhu. Seid auf der Hut. Eure Seele wird mir gehören. Mindestens. Okay. Dann machen wir erstmal weg. Jetzt muss ich erstmal auch wieder in die ganze Hexenmeister-Karte reinkommen. Habe ich nämlich ewig nicht mehr gespielt. Hoppla. Riesenwichtel. Alter. Kostet jedes Mal 1 weniger, wenn ein befreundeter Dämon stirbt. Habt ihr schon mal so eine schöne Bombe gesehen? Okay. Brütet zu Beginn des nächsten Zuges etwas aus. Kostet jedes Mal 1 weniger, wenn ein befreundeter Dämon stirbt und ihr diese Karte auf der Hand habt. Okay. Okay, gibt's Bumbots. Lehren-Analystin Todesröcheln verleiht allen Dämonen auf eurer Hand +1/+1. Ja, das ist natürlich ziemlich geil. Eibot. Todesröcheln ruft einen legendären Diener herbei und verleiht ihm Eifer. Huiuiuiuiui. Aller Hopf. Auf eurer Hand. Ja, derzeit habe ich 2 Dämonen. Machen wir doch mal gleich mal die. Jeder hat seine Dämonen. Mindestens. So. Zack und zack. Das war etwas Panne, aber so what. Dafür ist mein Wichtel jetzt etwas stärker. Ja, das ist natürlich ziemlich geil. Der Eibot soll ich relativ fix ausspielen. Modulare Bedrohung. Magnetisch Todesröcheln ruft 3 Mikrobots 1/1 herbei. Spielt diesen Diener zur Linken eines Mechs aus, damit sie verschmelzen. Ist magnetisch. Okay, cooler Scheiß. Na dann. Bin ja schon dabei. Ich finde diese Wichtel so abartig gut, wie die sprechen zum Teil. Okay, ja, die Heldenfähigkeit vom Hexenmeister ist übrigens Aderlass, dass ich eine Karte ziehen kann und dort dafür 2 Schade erleiht. Okay, der ruft jetzt schon sein Eibot, dasselbe, was, Bleibot? Bleibot, ja, bei mir ist es Eibot. Gnome Ferratur, Kampfschrei entfernt die oberste Karte des Decks eures Gegners. Das ist natürlich ziemlich nützlich, aber hier. Den möchte ich natürlich auch. Was ist bei dem des Todesröcheln? Ruft 3 Bumbots mit 1/1, aber ja komm, scheiß drauf. Dieser Angriffssound von dem schon, Muss ich wirklich? ich finde das so genial. Die Wichteln gehören nicht unter zu meiner Lieblingsdienerklasse, nur wegen ihrer Sprüche. Ich sag nur, der widerliche Wichtel. So, da. Okay, der zieht die Karte mit seiner tückischen Klinge und macht noch einen Schade bei meinem Wichtel. Au! Au! Das waren 2 Schade für mich direkt. Autsch! Das waren 3 für mich direkt. Und 4 dort dafür. Haha, dafür gibt es für mich die Justiziarin Treuherz. Ist jetzt eure Basisheldenfähigkeit durch eine bessere? Das können wir leider nicht machen.
Okay, dadurch, dass der hier immer ins weniger kostet, machen wir natürlich den Teufelskreis. Das sind nämlich alles Dämonen. Disqualifiziert. Drohende Wetter. Die zählen allesamt als Dämon. Das heißt, dann wird der immer ein bisschen günstiger von seinem Mana-Koster. Oh! Kampfschrei und Todesröcheln fügt allen Diener 5 Schaden zu. Na, großartig. Macht nichts. Wir machen hier ihn hier. Moment. Ja, der ist magnetisch. Zack. Zack. Oh, das ist gut. Sehr schön. Der ist vernichtet. Das finde ich großartig. Der vielgesichtige. Dann hat sie mal Nimi. Oder er. Keine Ahnung. Lebka. Der Spieler kann... Oder die Spielerin kann alles Mögliche sein. Ist das eigentlich hier wieder Ungoro? Was gibt's für mich? Kriegsbeil des Kopfjägers, Jägerkarte, Kampfball hält bis an Haltbarkeit, wenn ihr ein Wildtier kontrolliert. Nicht so gut. Schattenklinge, euer Held ist in diesem Zug immun. Das ist natürlich die bessere Waffe. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Dann würde ich der Sache, der Kurator, Spott und Kampfschrei. Zieht ein Wildtier, ein Drachen und ein Murloc aus eurem Deck. Ja, gut, mit Kampfschrei, komm. Die Menagerie ist nur für Gäste. Vor allem, weil er Spott hat. Okay, haben wir tatsächlich auch 2 von denen dabei. Todesnetz, Tarantel, Kampfschrei erhält Lebensentzug, wenn euer Held in diesem Zug Schaden erlitten hat. Okay. Lost sich bewerkstellige mit Schade erleide. Durch unsere Heldenfähigkeit lost sich das bewerkstelliger. Zählt der zählt als Wildtier sogar. Okay, ich würde sagen, da können wir dann in der nächsten Runde Aderlass machen und dann... Oder hier auf irgendeinen Diener nochmal drauf springen mit unserer Waffe. So, die Leute, machen wir hier erst einmal selber Schade erleiden. Dann ihn hier. Und mein Erntegolem. Nicht anfassen. So. Schauen wir mal, was unser Gegner hier macht. Seeteufelsstecher. Kampfschrei. Der nächste Murloc, der in diesem Zug ausspielt, kostet Leben statt Mana. Das war ein Fehler. Hoppla, Teufelslord Betrug. Jedes Mal, wenn ihr einen Diener zieht, ruft ihr eine Kopie mit Eifer herbei, die am Ende des Zugs stirbt. Und Schreckensmaul fügt allen anderen Dienern am Ende eures Zuges einen Schaden zu. Das kann bös enden. Das kann ziemlich bös enden. Pfui Teufel. Oh. Oh. Dort kriege ich wenigstens mal 4 Leben. Wow. Baku, die Mondschlingerin. Spielbeginn verbessert eure Heldenfähigkeit, wenn euer Deck nur Karten mit ungeraden Kosten enthält. Alter. Oh. Okay, was machen wir dann jetzt? Spott stellt bei eurem 4 Leben wieder her, wenn ihr diese Karte zieht. Das ist praktisch. Das ist mal praktisch. Jo, wir rahmen mal mit M auf. Zip. Der wäre zumindest weg. Ich füge mir nicht nur selber Schaden zu, sondern beende das jetzt erstmal. Ich nehme das. Und das. Das ist gemein. Irgendwie muss ich das in der nächsten Runde regeln, was ich dann da mache. Ich nehme das. Und das. Der wird jetzt wahrscheinlich mit großer Sicherheit meine Schreckenshöllenbestie niedermachen. Braucht ihr was? Okay, kontrolliert noch ein Pirat. Das ist natürlich gemein. Tja. Ahoi, ihr Knatschel. Okay. Gut gespielt. Muss man neidlos sagen. Okay. Kampfschrei und Todesröcheln fügt allen Dienern 5 Schaden zu. Perfekt, den brauche ich. Und den hole ich mir jetzt auch an Bord. Portal zu klein. Der Riesenwichtel. Portal zu klein. Der hat aber so verzerrt die Stimme.
Okay. Okay, jetzt schwächt er natürlich hier mein Wichtel. Ist logisch. Wie kriege ich dann den weg? Okay, dann holen wir uns hier ins Haus. Jeder hat seine Dämonen. Den holen wir dazu. Meine Brut wird überleben. Und was hat der nochmal? Ruf 3 Bumbots herbei. Das gönnen wir dem erstmal nicht. So. Die nächste Runde. Also ich hole die Bumbots nur, wenn ich am Zug bin und nicht, wenn der am Zug ist. Weil der holt sie sich jetzt so, genau. Es sei denn, der hat Klingenwirbel oder so, dass die alle 3 in Schade erleiden und dadurch sterben. Ja, zumindest versucht das. Okay, das spielt ihm in die Karte. Ja, aber gerade sagen, das war's dann eigentlich auch. Gut gespielt. Jo, da ist der letzte von der 3 Siege, den wir vorgestern gebraucht haben. Außerdem gibt es auch eine Packung. Ach du liebe Zeit, das auch noch. Ach Gott erleid. Ich wäre hier mit Kartepackungen überschleudert. Spielt 100 Karten aus, so dafür gibt es aber auch gleich nur 4 Kartepackungen. Hoho. Hoppla, warum ist das dann so U-scharf? Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so U-scharf ist, ihr liebe Leute. Ich würde sagen, ich beende das nochmal und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Jo. Ich habe keine Ahnung, warum das gerade so verschwommen war. Wie ist der Teufel, warum? Moment. Mit dem 100 können wir natürlich nochmal im Shop einer kaufen. Genau, die neueste Erweiterung. Die holen wir uns zwar 100 Gold mal wieder. Ein Päckelchen, dann sind wir wieder komplett pleite. Ja, dann die Basiskarte-Packung zuerst. So. Okay. Eine seltene, 2 seltene. Na gut. Heldenopfer für den Paladin. 1 Mana, Geheimnis. Wenn ihr einen Feind angreift, ruft ihr einen Verteidiger 2-1 als neues Ziel herbei und der schreit runter! Agentum-Beschützer, Kampfschrei, verleiht einem befreundeten Diener Gottesschild, Hotch 2-2 als Werte und kostet 2 Mana. Der Armani-Berserker, 2 Mana, 2-3 als Werte, hat +3 Angriff, wenn er verletzt ist. Ist in dem Fall die junge Priesterin, die hat man schon mal ausgespielt sogar. Hoho, der Tiefenlichtseher, der Murloc, 3 Mana-Koster, 2-3 sind die Werte, Kampfschrei verleiht euren anderen Murlocs +2 Leben. Cooler Scheiß, ich mag die holographische Darstellung. Gut, im Hexenwald haben wir zumindest mal eine seltene Karte. Und mehr kriegen wir auch nicht. Rohling der Hübelbande, den kennen wir. Druidin der Sichel, 3 Mana, 2-2 die Werte. Wählt aus, verwandelt sich in einen Panther 4-2 mit Eifer oder einen Wolf 2-4 mit Spott. Walnuss Waldgeist für alle Klassen, 3 Mana, 3-3 sind die Werte. Und der sieht einfach nur so geil und durch aus. Fieser Trick für die Schurke, 2. Echo, fügt einem Diener 2 Schaden zu. Das ist ziemlich cool. Selten ist für die Druide Waldkundige Führerin, 4 Mana, 1-6. Am Ende eures Zuges ziehen beide Spieler eine Karte. Okay. Ist so ein Diener, den man nicht so schnell kaputt macht. Weil man selber als Gegner davon profitiert. So, Dr. Bums Labor. Mindestens ist selten nie. Jo, mehr wird's auch nicht. Blitzdings für den Magier, 1 Mana, fügt einem Diener und seinen benachbarten Dienern einen Schaden zu. Nicht schlecht. Kosmische Anomalie, die hatten wir sogar für den Magier in unserem Deck. Superhirn für alle Klassen, 3 und 3-1 sind die Werte. Kampfschrei erhält +1 Leben für jeden Zauber auf eurer Hand, das ist nicht schlecht. Kawumbot, 3 Mana und 2-2, Todesröcheln fügt einem zufälligen feindlichen Diener 4 Schaden zu. Auch nicht verkehrt. Für alle Klassen ist selten hier der Funkenbohrer, 6 Mana, 5-1. Eifer, Todesröcheln erhalte 2 Funken, 1-1 mit Eifer auf die Hand. Okay. So, zweites Dr. Bums Labor. Eine seltene, 2 seltene. Das war's auch. Skaterbot 1-1-1, magnetisch und Eifer, ist ein Mech. 2 Mana ist das Waffenprojekt für den Krieger. Jeder Held legt eine Waffe 2-3 an und erhält 6 Rüstung. Alter. Leuchttron für den Paladin, 1 Mana, magnetisch und die Werte sind 1 und 3. Ui, für den Druide, 10 Mana-Kristalle kostet Mulchmampfer, hat 8-8 als Werte. Eifer kostet 1 weniger für jeden befreundeten Trent, der in diesem Spiel gestorben ist. Okay. Und die zweite seltene Karte ist die Negrium-Klinge für 3 Mana,
Für die Schurke 3 Angriff, 2 Haltbarkeit, Todesröcheln los. Löst das Todesröcheln eines zufälligen befreundeten Dieners aus. Nicht schlecht für ein Todesröcheln-Deck. Gut, alle. Hua. So. In der Schattenverschwörung ist eine seltene Karte nur dabei. Brutmutter der Aranasi, die hat man sogar schon. Das ist die, die 4 Leben herstellt, wenn man sie zieht. Für 3 Mana gibt es der Flugmeister für alle Klassen 3-4. Kampfschrei ruft für jeden Spieler einen Greifen 2-2 herbei. Ah, nicht schlecht. Übel Kabelratte. Ich glaube, den hatten wir sogar schon mit der Lakaie. Dalaran Bibliothekarin hat man, glaube ich, auch schon. Selten ist für der Druide für 3 Mana die Lebenswirkerin mit 2-5 als Werte. Erhaltet jedes Mal einen zufälligen Druidenzauber auf die Hand, wenn ihr einen Charakter heilt. Nicht schlecht für Heiler-Deck. So, die letzte Packung hat leider nur eine seltene. Waghalsige Flucht für die Schurke für einen Mana. Lasst alle befreundeten Diener auf eure Hand zurückkehren. Das ist nicht schlecht. Bessere Version, also schlechter. Eine abgespecktere Version von Sprinten. Dr. Bums Plan für 4 Mana. Ist für die Krieger. Erhaltet eine Rüstung, wird in jedem Zug aufgewertet. Ah, nicht schlecht. Für alle Klassen 1 Mana, 1-1 als Werte. Die Trankhändlerin Kampfschrei stellt bei allen befreundeten Charakteren 2 Leben wieder her. Das ist cool. Segen der Uhrturme kennen wir schon. Und selten ist für den Paladin für 3 Mana das Abenteuer ruft. Zieht aus eurem Deck den Diener mit den niedrigsten Kosten. Verleiht ihm +2/+2. Cool. Das ist cool. Alle Hopfen, wir halten uns noch ein bisschen weiter im Kartenchaos auf. Und spielen noch ein bisschen unseren Hexenmeister. So, ist einmal ganz schön, dass wir durch die Quests jetzt auch mal mit Hexenmeister und mit Paladin in Berührung kommen. Ich mache jetzt übrigens heute bei der Sitzung 4 Episoden und das werden dann auch die 14. Episode wird die letzte sein, liebe Leute. Gul'dan gegen Jaina. Nightmare ist auch ein geiler Name. So gewollt. Eure Seele wird mir gehören. Okay, dann lassen wir doch mal den hier weg und das muss auch weg. Ja, wie gesagt, noch 4 Episoden nehme ich heute auf. Das werden dann auch die letzte sein. Ich brauche einfach noch so einen Puffer mit dieser 14. Episode, bis ich mit Days Gone schon die Aufnahme machen kann. Aber das erscheint dann im Anschluss. Erscheint dann, wie gesagt, im Anschluss direkt an das Projekt Hearthstone. Oh, das ist cool. Wirbelnder Nether vernichtet alle Diener. Vernichtet einen befreundeten Diener, stellt bei eurem Helden 4 Leben wieder her. Das heben wir uns auf. Scorpomatic, Kampfschrei, vernichtet einen Diener mit maximal 1 Angriff. Okay, dann rufen wir mal. Gucken wir mal, was es uns bringt. Lustig wird's bestimmt. Hier. Hua. Trifft mich direkt mit 2 Schaden, na meinetwegen. Gut gespielt. Hoppla, ich wollte eigentlich... Fröhliches Nobelgartenfest. Das wollte ich eigentlich. Vielen Dank. Okay, jetzt habe ich anscheinend Max. Der ist nämlich ziemlich cool. Der kann nicht als Zauber- und Heldefähigkeit avisiert werden. Das ist cool. Offensichtlich hat mir hier das Kartenchaos jetzt der Mac-Deck präsentiert. Mir soll's recht sein. Jaraxus Faust. Fügt einem zufälligen Feind 4 Schaden zu, wenn ihr diese Karte ausspielt oder abwerft. Okay. Gut, dann holen wir uns unser Max jetzt langsam her. Der Owei-Bot. Ah, das ist der mit der 5 Schaden. Das ist eine Trumpfkarte eher. So, gegen Magier ist er natürlich das Nonplusultra, weil er nicht mit Feuerball einfach schnell vernichtet werden kann. Da braucht er dann schon flächedeckende Sache. Mit Flächeschader. Ah, das ist der. Erzschurke Rafam, das finde ich gut. Dann habe ich sogar als legendäre Karte tatsächlich vorgestern, glaube ich, gekriegt. Spottkampfschrei ersetzt eure Hand und euer Deck durch legendäre Diener. Sehr geil. Okay, wisst was? Wisst was? Das ist auch nicht schlecht, dann trifft es wenigstens den. Ich musste ja irgendwie das Risiko eingehen. So. Als nächstes käme unser Owei-Bot, aber nee. Wie gesagt, alle 5, dann habe ich hier mein ganzes Schlachtfeld geplatzt. Okay, was kommt jetzt? Autsch. Oh. Okay, Kampfschrei verursacht 2 Schaden. Federgetriebene Rakete. Na gut. Machen wir.
So. Truffende Wetter. Ich hole mal noch eine Karte zusätzlich. Bam, badam. Er wird jetzt wahrscheinlich hier ihn nochmal ein bisschen Schade zufügen lassen und ihn angreifen. Und mit seiner Heldenfähigkeit kann er ihn nicht schrottern, ne? Oder er greift einfach nur mit ihm. Aber an seiner Stelle will ich mir den legendären Diener noch holen. Oh, oder so. Gut gespielt. Okay. So kann man natürlich auch aufrahmen. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Hier, er hier. Aufrahmen. Da habe ich kein Problem damit, den vernichten wir nämlich. Ich habe wieder volles Leben. Die sind alle tot. Und wir sind wieder neutral. So, ich glaube, das war einer von meiner etwas klügeren Schachzüge. So, jetzt kommt der auch mit dem Mac. Okay. Das kann ich allerdings auch. So. So wird ein Schuh draus. Das ist schon ziemlich gut. Falls er da nicht stirbt, kann ich noch mein zweiter Bleibot dazu holen. Zur Not hätte ich immer noch als Trumpfkarte mein Erzschurke Rafam und eine wirbelnde Nether. So. Okay. Kriegen wir auch hier. Zip. Und hier, ja noch. Euer Tod wird mir ein Vergnügen sein. Truffende Wetter. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Der hat immer noch mehr Karte als ich auf der Hand. Das passt mir nicht. Da kann er natürlich viel schönere Sache damit basteln. Fantastisch. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Außerordentlich. Ei! Eieiei. Mist. Okay. Das war aber ein guter Move. Muss man lossen. Was soll hier mit rauskommen? Mechatronika. Okay. Okay. Fügt eurem Helden jedes Mal 5 Schaden zu, nachdem ihr einen Diener herbeigerufen habt. Viel Spaß. Tschüssi. Okay. Furorion. Das ist, glaube ich, der Sohn von Deathwing, ne? Der letzte von der große schwarze Drache müsste das sein. Spott, Kampfschrei, zieht Karten, bis ihr eine zieht, die kein Drache ist. Okay, da haben wir hier noch die Mikrobots und Geist des Drachenfalken ist auch noch mit dazu gekommen. Okay. Dann machen wir doch Folgendes. Wir werden gemeinsam über Dalaran herrschen. Okay, ruft diesen Diener aus eurem Deck herbei, nachdem ihr einen Piraten ausgespielt habt, ist eher Quatsch. Aber wir holen ihn dazu. Ja. Das war's. Einfach weil wir es können. Hier, Captain Glubschauge. Ich finde diese Schreibweise Captain sowieso so ultra ekelhaft. Captain. Und dann noch mit Apostroph. Brach. Also für mich ist es entweder Kapitän oder Captain in der englischen Schreibweise. Aber nicht Captain. Brach. So kringeln sich mir die Fußnägel, wenn ich das schon höre. Und sehe und lese und sowieso. So. Was war denn das? Ah, eure Heldenfähigkeit trifft auch benachbarte Diener. Das war also der Spaß dahinter. Geht. Kampfschrei. Ruft Ragnar aus den Feuerfürsten herbei, wenn eure Heldenfähigkeit in diesem Spiel 8 Schaden verursacht hat. Au. Ja, und der trifft entweder mich oder einen Diener. Kampfschrei entdeckt einen Diener mit Todesröcheln und erhält dessen Todesröcheln. Ja gut, muss ja wohl sein, ne? Welch unfassbare Macht! Fügt allen Dienern 3 Schaden zu, wenn ihr einen Drachen auf der Hand habt. Das habe ich leider nicht. Ruft ein Skelett 8/8 herbei, falls der Gegner am Zug ist. Vielleicht allen Dämonen auf eurer Hand +1/+1. Ja, dann ist das wohl sinnvollste noch irgendwie. Holen wir zusätzlich auch noch dazu. Nur über meine untote Leiche.
Okay, gut. Dann, einer von denen könnte es ja treffen durch Ragnaros. An seiner Stelle würde ich wahrscheinlich hier direkt auf mich drauf hauen. Mit der Chance, dass Ragnaros mich trifft. Oder hier ist Schlachtfeldlehre, dass es so gut wie mich auch trifft. Ne? Dass es ziemlich sicher ist, dass mich der 8 Schade von Ragnaros erwischt. Ich frage mich, ob... Ja, ich frage mich ziemlich viel, ob... Spiel mal ein bisschen in Orgrimmar noch rum. Dieses Geräusch, wenn man mit dem Katapult schießt. Okay, jetzt kann es entweder mich treffen. Ah, okay. Damit ist sichergestellt... Das ist immer ein geiles Bild. Ist sichergestellt, dass die Diener nicht angreifen können, weil die könnten auf jeden Fall Killer. Und jetzt trifft es entweder mich oder Skelettdiener. Okay, einer ist aus dem Spiel. Okay, das hier. Wir sind alle und jeder. Gottesschild. Er hält jedes Mal Gottesschild, wenn ihr einen Charakter halt. Okay, der Glasritter, den kann ich gerade nicht gebrauchen, aber den hier, der vielgesichtlicher. Wir sind alle und jeder. Eure Karten, die Diener herbeirufen, rufen doppelt so viele Diener herbei. Khadgar, ja, gib her, natürlich. Wir müssen zusammenstehen. Feind für Dalaran. Das ist grad so Krache. So, und was macht der nochmal? Allen Dienern. Ja gut, wenn der kaputt geht, ist Ragnaros 8 tot. Ne? Also, Gut gespielt. jo, Dito. Das trifft mich jetzt wahrscheinlich mit dem Feuerball oder sowas Nettes. Ah, okay, oder so rum. Alles klar. Außerordentlich. Ist verdient. Die Nightmares haben mich natürlich fertig gemacht. Wie könnte es auch anders sein? Gut, Dodo 4 Hämmer. 20 Karte für die Quest ausgespielt und 14 von 30 für die Hexenmeister-Quest. Da würde ich ja was sagen, liebe Leute. An der Stelle mache ich mal wieder meinen Cut und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Hearthstone auf Pelzig, wo wir dann weiter bei der Hexenmeister-Quest machen werden. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Iron Yankee.